So, servus und habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Mit mir im virtuellen Studio die drei lustigen zwei, der Kani. Habidere. Servus. Servus. Und der Korbi. Ja, aloha. Habe die Ehre. Korbi. Männer, alles fit im Schritt. Ja, Logo. Ja, natürlich. März, da blüht's ja nur. Quasi. Das heißt quasi, März, es blüht, der Kani ist schon zugeschwollen, Nosen, Augen, alles zu, oder? Kannst du nicht vorstellen. Und ich habe irgendwie erfahren, dass man anscheinend die ganzen Allergiemittel selber zahlen muss mittlerweile. Ist das schon irgendwie so gewesen? Oder seit wann ist das? Was soll das? Das muss man alles selber zahlen, ja. Muss jetzt jedes Jahr 30 Euro zahlen, damit ich nicht das Stück an meiner eigenen Rotze. Tolle Wurst. Genau, so schaut's aus. Ja, du wolltest unbedingt die Allergien, dann musst du dafür zahlen. Das stimmt auch wieder. Unbedingt wollte ich das haben. Solange du kein T-Virus nicht einfangst, ist ja alles sehr okay, oder? Ah ja, dann geht's. Schöne Überleitung auf unseren Film heute, Mike. Du bist ein Hund. Ja, das hast du auch schon vorbereitet, oder? Das hast du vorbereitet gehabt. Null, ist jetzt einfach so über mich, es kam über mich. Kein Wort, glaube ich da. Ja. Wir reden nämlich heute über Resident Evil Welcome to Raccoon City. Das Reboot von 2021. Und wer macht's noch aber recht schön? Der Korbi, der macht es aber sehr ausführlich. Der darf uns jetzt verzeihen, um was es in diesem Film geht. Ja, Resident Evil Welcome to Raccoon City ist die Verfilmung von den ersten 2 oder sogar ersten 3 Spielen. Kani, hilf mir, die ersten? 2. Ich hätte jetzt gesagt, die ersten 2. Ja. Resident Evil 1 und Resident Evil 2, das heißt, man sieht, wie die Einheit, die Spezialeinheit Stars von der Polizei in die Villa von Umbrella einbricht, beziehungsweise was heißt einbricht, eine Überprüfung startet und gleichzeitig sieht man, wie die Claire, Redfield und Leon S. Kennedy ihre Karriere in Raccoon City starten. Die geht allerdings nicht allzu lang, weil gleich bei der Hinfahrt überfährt der Fahrer von der Claire eine Leiche und die steht aber dann auch wieder auf und ist wieder verschwunden. Tja, und leider infiziert sie dabei der Hund von dem Fahrer, der beißt dann den Fahrer und so geht eigentlich dann der Film los. Genauso, wie ich es euch erklärt habe. Und ja, schöne Übernahme vom Intro aus Resident Evil 2, oder? Mhm. Also, das fand ich echt eigentlich sehr gut getroffen. Allerdings die Dialoge waren nicht ganz so geil. Na, ansonsten, was gibt's da großartig zum Verzeihen? In Raccoon City bricht ein T-Virus aus und dieser T-Virus sorgt dafür, dass die Leute wahnsinnig werden und zu Zombie-artigen Wesen mutieren. Und wie in Resident Evil gibt's halt dann nur ein paar Mutanten, die erwischt's ein bisschen härter. Ja, also ich glaube, zur Handlung muss ich jetzt da nicht allzu viel sagen, oder? Na, das war's. Das passt. Das lässt man So viel haben wir nicht. Na. So viel Handlung haben wir nicht. Das ist ein bisschen so Texas Chainsaw Massacre mäßig. Das stimmt. Ja, ich sage mal jetzt so viel für alle, die nicht wissen, um was in Resident Evil geht, dann bitte macht euch vorher schlau. Genau. Wir reden jetzt über ganz tiefe Details von dem Film und mich hat vor allem interessieren, Kani, wie hat dir denn Welcome to Raccoon City gefallen? Ich war da sehr, ich bin da so eingegangen, dass ich mir gedacht habe, das kann nur ein Scheiß werden, weil ich halt nur Schlechtes eigentlich gehört habe von dem Film. Und dann habe ich mir die mit den minderwertigsten Erwartungen angeschaut, die man haben kann. Und auf einmal habe ich mir gedacht, sieh da, irgendwie ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Es war eigentlich alles ganz cool und unterhaltsam. Der Film ist brunstdumm. Das beschreibst du echt richtig, richtig gut. Ja, da kann man echt nicht drum reden. Der Film ist brunstdumm. Da sind Szenen dabei, wo du nur ans Hirn haust und denkst dir, ja, halt doch einfach dein Maul. Kein Mensch tut sowas. Es ist nur beschissen. Aber letztendlich hat er mich irgendwie auf so einer Trash-Ebene halten können und hat mich unterhalten. Ja, er war wirklich keine Sekunde langweilig. Das muss man dem Film absolut zugute halten. Ach Gott. Okay, also mit der Erklärung, da die auch sagen, ja, okay, so schlimm war er nicht, wenn man mit einer Trash-Erwartung an den Resident Evil-Film geht. Aber okay. Corby, erzähl mir dann du, weil du bist schon wieder so negativ. Was ist denn schon wieder das? Kaum gibt's einen Horror, bist du mein schon wieder negativ. Mein Lieblingscharakter in Resident Evil ist der Leon S. Kennedy. Ja. Das ist ein Typ, der hauptsächlich seine Beine benutzt und sehr viel tritt. Der Typ ist blond und der ist überhaupt nicht gut drauf. Der hat immer irgendwelche todtraurigen Sprüche, die er dann klopfen kann. Und ja, das ist halt einfach so einer, ja, wenn du ihm begegnest, dann willst du vielleicht nicht gleich mit dem ein Bier trinken gehen. Und den tauschen die halt dann da aus gegen so einen
von Grund aus sympathischen Typen, der ausschaut wie ein Mexikaner, der am Anfang gar nichts da reißt und das, ja, fand ich halt irgendwie komisch. Beim Leon stört mich eher das Drumherum, dass, also, ich weiß, was du meinst, das ist echt eine komplett andere Figur. Mit dem haben wir anfreunden können, mich stört eher das Drumherum dumm, mit dem, scheiß Neuling und du bist ein Vollidiot und jeder verarscht da und irgendwie das ganze Ding hackt auf ihm rum. Das hat mich dann eher genervt als sei andere Auslegung als Figur. Ja, und es bringt ja wirklich überhaupt gar keinen weiter im Endeffekt. Das ist einfach nur, ja, und ich weiß nicht, so pseudo-lustige Sprüche. Ja, aber ist das wirklich lustig gewesen? Also geguckt habe ich jetzt nicht wirklich. Nein, nicht einmal, da war nicht ein guter Witz dabei. Das ist so wie wenn die Leute, die für den Cast verantwortlich waren, auszusehen nur als Wortskript irgendwie dabei gehabt haben mit irgendeiner Komödie und gesagt haben, der Leon S. Kennedy, ist jetzt dieser harter Hund oder muss der jetzt ja, okay, der nächste bitte, ja, sie sind witzig, sie werden der neue Leon. Wobei er selber war ja auch nicht wirklich witzig, oder? Na. Ja, es ist schon witzig, wenn er da beim Eingang sitzt und seine Kopfhörer aufhat und da. Oh nein, das war furchtbar. Ja, aber das war eine von diesen dummen Scheißhumor. Jetzt kommen wir wieder auf die Trash-Ebene zurück. Weißt du? Dann denke ich mir halt, in keinem Spiel würde sich der Leon so verhalten. So, das geht einfach nicht. Ja, er ist ja da wegen anders eingeführt worden. Ja. Ich sag so, für das, wie er eingeführt worden ist, kann man's schon stehen lassen, aber er hat halt nichts mit der Figur Leon aus den Spielen zum tun. Da sind wir schon beieinander. Jill Valentine ist eine saugeile Matz in die Spiele. Wie schaut die jetzt aus? Naja, so als der möchte ich nicht in der Nacht begegnen. Die verprügelt mich wahrscheinlich dann sofort. Das habe ich auch gesagt. Die habe ich auch auf der Liste. Da gefällt zum Beispiel mir die Auslegung von der Figur überhaupt nicht, von der Jill Valentine. Die kommt mir irgendwie so vor, als hätte sie da, wie hat's geheißen, aus dem ersten Resident Evil, Michelle Rodriguez, oder? Ja, genau. Genau. Mir ist so vorgekommen, als war die jetzige, die Hannah John Carmen da als Ersatz für die Michelle Rodriguez aus dem ersten Resident Evil Film gedacht. Die knallharte Kämpfer-Tussi, die, was weiß ich, alles die blind über die überschießen kann. Da hat mich nicht abgeholt gefühlt von der Figur, weil die hat mich ein bisschen genervt. Da hätte ich was anderes erwartet. Vor allem, wie geil die ausschaut in dem Resident Evil 3 Remake. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, also da findet man doch locker so eine Schauspielerin, aber na, da hat die Hannah John Carmen, keine Ahnung, wahrscheinlich die Beziehungen spulen lassen, wer weiß. Aber damit man was Positives über den Cast vielleicht nur sagt, also die Claire und Chris Redfield haben es schon gut getroffen. Die zwei passen, da sage ich auch, der Wesker passt auch. Finde ich ja. Aber ja, an Leon und die Jill, die finde ich, haben's stark von die Spiele abgewandt. Weiß nicht warum, weil es auch, sage jetzt mal, von der Erzählung her keinen Unterschied gemacht hätte, wenn man es einfach so lassen hätte, wie es in die Spiele waren. Zum Wesker hat der, also weil ich kenne den ersten Teil nicht. Ich weiß halt nur grob, um was es geht. Aber verhält er sich da halt auch am Anfang so freundschaftlich? Ich kenne den Wesker halt nur von den anderen Teile, wo er halt dann dieses, ja, roboterhafte Arschloch ist. Ja, ist im Endeffekt der Teil vom Team und das Team vertraut ihm und die kommen eigentlich alle super miteinander aus. Nur dann scheißt das halt im Endeffekt. Das ist halt dann der Bitch-Move. Aber normalerweise ist er schon so, dass er zum Team gehört und ja, ein netter Kerl ist. Oder, Conny? Ja. Schon, oder? Ja, habe ich das richtig in Erinnerung. Ich hab nämlich auch mal gezockt. Lang ist her. Ja, und der erste Teil ist bei mir auch ewig her. Ich hab damals, glaub, als das Remake auf dem Gamecube rausgekommen ist, da habe ich dann das erste Mal Resident Evil gespielt. Ich habe es auf der PlayStation 1 oder so nie gespielt. Das ist auch schon wieder 100.000 Jahre her. Ich bin schon so alt, dass ich das sogar noch auf der PlayStation 1 gespielt habe, quasi. Alter. Ja, so alt bin ich schon. Ja, also für mich war halt Resident Evil 2 von der Handlung her noch relativ aktuell, weil entweder was letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich das durchgespielt und muss echt sagen, ein richtig geiles Spiel. Vollgas. Und da war ich halt dann schon enttäuscht, dass die ganze Handlung in der Polizeistation echt weit runtergefahren haben. Also das... Ja, das ist ja für mich auch das große Problem von dem Film, wo ich sage, sie wollten schon wieder zu viel in einem Film haben. Einfach einmal die Story vom ersten Spiel verfilmen, in dem Herrenhaus, eine atmosphärische Geschichten mit ein paar Monster, ein paar Zombies, ole. Hätte locker gelangt. Also die Vermischung da quasi von den ersten zwei Teile der Videospielerei, hätte ich absolut nicht braucht. Dann von mir aus das so aufbauen lassen, dass man sagt, okay, man schließt dann an und macht dann den zweiten Teil, auch den zweiten Film im Endeffekt, auch lässt den dann in der Raccoon City spielen, mit der Zombie-Apokalypse im Endeffekt. Hätte für mich
eigentlich super passt und hätte ja gemeint, wie es geheißen hat, ja, wir trauen jetzt so einen neuen Resident Evil Film, dass dieser so gemacht wird, weil man hat ja gesehen, bei den bisherigen Resident Evil Filmen, dass manchmal ein bisschen zu viel einfach zu viel ist. Und ja, und sie haben das leider nicht gemacht. Also das Vermischen da, das hätte ich absolut, ja, mir gewünscht, dass sie es vermeiden. Aber jetzt haben wir da den Trick. Das haben wir da den Trick. Also von mir aus hätte ich gesagt, was den ersten Teil im Herrenhaus, den zweiten Teil dann zeitgleich spielen, im Polizeirevier, die beiden Stränge dann am Schluss zusammenführen und in den dritten Teil auslaufen lassen. Das war, glaube ich, gescheiter gewesen, weil so, sie haben ja das eigentlich cool gemacht mit coole Hommagen eben an Teil 1 und 2. Ich glaube, der Eingangsbereich vom Herrenhaus, der ist ziemlich nah am Spiel dran. Der Empfangsbereich vom Polizeirevier, glaube ich, ist auch fast 1:1 aus dem Ding aus dem Spiel. Also sie haben das wirklich geil umgesetzt und coole Hommagen. Allein der Herrenhaus-Zombie, die erste Begegnung aus dem Resident Evil Spiel mit dem Zombie, der am Boden liegt und dann frisst und sich dann auf die Seiten dreht, 1:1 ins Spiel eingebracht. Ja. Das waren lauter so coole Sachen gewesen, aber irgendwie kommt durch das Zusammengewürfelte, kommt alles sehr wenig als kurz in meine Augen. Es ist ja, der ganze Film strotzt, der ganze Film strotzt im Endeffekt nur so vor Fanservice. Das ist ja unfassbar. Da geht schon los vom Klavierspielen mit der Mondscheinsonate, dass quasi geil. Dann da die Tür aufgeht und das eine Video, was man sieht mit der Libelle. Es ist unglaublich, was da an Fanservice drin steckt. Brutal. Die Schlüssel, mit denen es was aufsperren, sind die gleichen Schlüssel wie in Resident Evil 2 mit den Kartensymbole drauf. Genau. Und deswegen ist es auch so schade, weil ich sag, sie hätten es ja wirklich bemüht und es waren wirklich Leute anscheinend dabei, die da wo es machen wollten, wo es auch die Fans wollen könnte, sollte. Und ja, okay. Ich finde ja Lorjo das super, dass die das ja wirklich 1998 spielen lassen. Ich hab mich da gewundert, weil er sagt so, was zur Hölle ist ein Chatraum? Dann haben wir gedacht, was soll denn die dumme Scheiße? Bis ich dann sag, dass sie Videokassetten in einen Videorekorder einschiebt, dann denke ich mir so, halt einmal, das spielt anscheinend nicht zu einer Zeit, in der es ganz normal war, dass es Chaträume gibt. Genau. Das stand aber gleich am Anfang da. In welchem Jahr das spielt. Ja, da habe ich wahrscheinlich gerade ins Handy eingeschaut. Ich nimm mir nicht das oder in Chipstüten, das geht's mir öfter. Er bringt aber das 90er-Feeling, finde ich, total um. Der Film, den wenn du da anschaust, der wirkt wieder so eine 90er-Jahre VHS-Videotheken-Verwertung. So wirkt der. Also der wirkt wirklich schon wie ein 90er-Film. Die Effekte gleich noch mit. Wirklich so eine Filmmarke Octolus, Deep Rising, Effekte kacke, aber eine richtig coole 90er-Atmosphäre und ein Haufen Action und Ding. Und da reiht sich der Resident Evil ein. Also das ist wirklich wie wenn der Film 20 Jahre spät rauskommen hat. Oder 25. Vergiss nicht die großartigen Musikeinlagen aus den 90ern. Oh ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das hat dem Kali bestimmt gefallen. Logo. Ich finde die anderen Resident Evil Teile mit der Mila Jovovich gar nicht so verkehrt. Also das ist halt eine komplett andere Handlung, wo es halt dann ab und zu mal die Figuren damit einspielen lassen. Hab mir aber jetzt auf dem Welcome to Raccoon City so gefreut, also wo ich den Trailer zumindest damals gesehen habe, dass man vielleicht das jetzt nochmal in echt, also als Realverfilmung sehr nah an den Spielen sie orientieren lässt. Und ja, ihr sagt es ja richtig, es ist ja viel Fanservice dabei, aber so richtig, ja... Finde ich, haben sie es einfach nicht geschafft. Es kommt da teilweise wegen rüber, wie wenn es unterm Dran irgendwie gesagt hätten, ach scheiße, wir haben ja gar nicht mehr das Budget, was wir eigentlich versprochen haben, wir ziehen jetzt einfach mal einen Schwung ab und wir sparen jetzt einfach an alle Ecken und Enden. Und so kommt mir das irgendwie wegen um. Ja, hauptsächlich haben sie aber dann an die Effekte gespart. Ja, das ist wirklich krass. Also es ist wirklich fast eine Frechheit, was da abgefeiert wird. Wenn man aber dann die Effekte, wenn praktisch sind, haben sie wieder cool. Also wenn man dann die Zombies so sagt und so, cool. Oder aber auch also wenn der Chief Irons da, der Donald Logue oder so heißt der, von der komischen Sitcom, was schon der vorste Teufel da, weißt schon, der von Gotham jetzt dabei war. Da habe ich nicht gesehen, aber Gotham hat er doch mitgespielt. Ja, genau. Jetzt, wenn der dann runterfällt und den sein Make-up, das ist ja nur geil, das ist so geil handgemacht, alles, was da gemacht worden ist. Und dann kommst du aber, dann sagst du aber den Licker, der das Make-up verursacht hat, und denkst du wieder, ja super, hat wieder einer mit dem Casio-Taschenrechner programmiert, der ganz tolle Wasch. Das ist wie wenn es kostet, okay, wir fixen den Post, aber in der Post, wir haben keine Kohle mehr, scheiße. Ja, dann macht man die Effekte einfach wie bei der Playstation, dann sagen nämlich die Fans, ja geil, das schaut wirklich
wirklich aus wie früher. Das ist echt, die Viecher haben alle ausgeschaut wie aus die Render-Videos damals von der PlayStation 1 aus. Ja. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also, Ja. das finde ich weniger schlimm, wie, dass man zum Beispiel in dieser Polizeistation nicht einfach nur so ein paar Rätselräume oder so ein paar Gruselmomente einbaut. Weißt du, das ist so wie, okay, wir dran ist jetzt, so, Eingang fertig. Wo geht's weiter? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Irgendwie, in meinem Skript sind wir jetzt wieder im Herrenhaus. Ja, okay, dann haben wir jetzt ein paar Seiten verloren. Egal. Nimm halt die Seiten von der Komödie und mixt mir's dazu. Ach, scheiße, ja, Ja. Leon Kennedy, jetzt ist er halt lustig, mein Gott, was soll man tun? Ja, was soll ich machen? Aber das ist das, was wir vorher gesagt haben, dass dadurch sauber zu viel jetzt kurz kommt, dass man geil hätte ausbauen können. Ja. Und dann wird halt alles so, und er stolpert halt wirklich so, der Film stolpert teilweise so dämlich umeinander. Ich denke gerade an die Szene, wenn sie in den Keller im Polizeireview runtergehen, wo der eine Nerd unten steht und hat da diesen Infizierten neben sich und er weiß ja ganz genau anscheinend, was passiert, weil er hat ja die große Verschwörung aufgedeckt. Also er weiß ganz genau, was passiert. Dann kann der Super Nerd dann einen Polizisten entwaffnen. Haha, das ist schon mal ein guter Witz. Und dann steht er da und lässt sie dann einfach essen von dem anderen. Der müsste sich nur mal umdrehen und in den Kopf schießen. Nein, er dreht sich dann sogar mit dem Rücken zu ihm. Noch offensichtlicher geht's ja gar nicht, dass die Szene jetzt so gewollt ist. Was denn ist mit denn? einem Zombie schön im Raum, ha? Ständig! Ich bin ständig mit Hirnlose im Raum, zum Beispiel, wenn ich mit dir zusammensitze. Wir haben aber zumindest schon so viele Zombie-Filme gesehen, dass wir wissen, dass es den Kopf schießen muss. Das ist schon Ja, mal- und dass ich weiß, wenn irgend so ein Typ da sitzt, der die ganze Zeit Blut kotzt, dass ich mich vielleicht nicht mit dem Rücken zu ihm hindra und meine Waffe vor ihm wegholt, sondern mich vielleicht so hinstelle, dass ich die Waffe gleich an ihm verwenden könnte, sollte es notwendig sein. Das ist einfach so erzwungen gewesen, dass der da jetzt sterben muss auf die Art und Weise. Da habe ich gedacht, also noch billiger und dümmer geht's echt nicht. Schwierig. Also, wie schon gesagt, da bin ich eher enttäuscht, dass sie halt wirklich so viel geile Gruselmomente einfach weggelassen haben. Auch das mit dem Hund in der Tiefgarage, das finde ich auch nicht gruselig. Ja, weil halt der Hund schon so hässlich ist. Genau, das ist Das nimmt halt mir in so einer Situation schon ganz viel, wenn die Effekte so kreislig sind, dass die können mich ja gar nicht abholen. Da bin ich ja gar nicht drinnen in dem Scheiß dann. Wenn da einer mit dem Malkasten einen Film umholen hat dürfen. Das ist aber irgendwie schade, das Ganze, weil ich hab jetzt geschaut, der Jonas Roberts oder Johannes Roberts, der Regisseur, der hat schon Sag ich, der einige... Hansi. Was? Sag ich, der Hansi. Wenn Okay, er Johannes heißt. der Hansi hat schon einige gute Filme drauf, und zwar den 47 Meters Down, 1 und 2, den Other Side of the Door, den fand ich auch ziemlich cool. Ja, und jetzt den da. Das ist halt, glaube ich, auch an sich ein wenig ein undankbares Projekt, wenn man sagt, okay, man muss wieder ganz schön viel Leute zufriedenstellen. Die einen sagen, okay, ich möchte jetzt so einen richtigen Survival-Horror, und die anderen wollen weiterhin sowas wie die Mila Jovovich-Filme. Aber gut, der Film geht jetzt schon wieder eher in die Survival-Horror-Richtung, und die anderen ist auch jetzt wegen Survival-Horror, die anderen, denen ich feind wieder ganz woanders. Das ist halt auch immer ein ganz undankbares Projekt, wenn du sowas hast, wie so ein großes Franchise, wo schon Jahrzehnte existiert und es schon so viele Adaptionen gibt und sich jeder Fan irgendwie meint, er hätte das Anrecht auf eine gute Verfilmung. Ja, ist halt alles schwierig. Ganz eine schwierige Sache. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass er dazu gezwungen worden ist, dass er den draht. Absolut, sonst hat's geheißen T-Virus eine. Habt ihr da ein wenig nachgelesen, weil ich hab irgendwas gehört, also zumindest meine ich, dass da irgendwas war mit ziemlich viel Produktionschaos im Hinter, bevor das überhaupt richtig passieren hat können? Sei mir nicht besser, muss so gewesen sein, weil das sagt man den Film an. Also ich weiß Ja, jetzt schon, nicht, gell? aber das, wenn du mir das sagst, dann glaube ich das sofort. Das ist die letzten Schnittmassaker-Filme, die man in letzter Zeit so gehabt hast, wo man weiß, okay, problematische Produktionsgeschichte im Hintergrund. Dann kommt meistens sowas aus, wie jetzt auch der Resident Evil. Oder Alien 3. Jetzt haben wir Oder Alien 3, oh yes. Der eigentliche Schauspieler vom Leon ist einfach nicht auftaucht. Also, Praktikant, geh mal her. So, pass auf, du bist jetzt der Leon S. Kennedy, wir machen das jetzt ein bisschen witziger. Jetzt lass mal einen Lien in Ruhe. Aber ich kann auch nicht schauspielern. Jetzt reitet nicht die ganze Zeit auf der Figur miteinander. Da gab's so viel schlimmere Sachen, auf die man rumreiten kann, als ein Leon seine Figurenausrichtung. Not my Leon. Ich will allein an die Szene dann im Herrenhaus denken. Das Herrenhaus ist ja echt, geht eigentlich cool los, die ganze Gaudi da drin. Das ist schön düster, das ist schön gruselig. Und dann rumpelt doch da der eine Spätzl vom Redfield Ober, der Icon oder so heißt er, und wird dann auf dem Treppenhaus gefressen. Und ich denk mir so, wie?
Warum? Warum wirst du da gegessen? Kein Mensch darf da jetzt gegessen werden, aber du schon, du super ausgebildeter Vollidiot. Das ist auch wieder so brunstdumme Szene, aber ich verstehe das nicht. Er schaut ja eigentlich zu und gerade, dass er nicht nur im Stecki liegt, damit sie ihn aufspachteln können, den Saudeppen. Da waren ein paar so Situationen, aber ich dachte, warum? Aber wahrscheinlich nur, damit man von der einen Szene in die andere schneller holpern kann. Was ich auch geil gefunden habe, der Pilot wird angegriffen. Und, also gut, wenn jetzt ich der Pilot war, was da die natürlich instinktiv sofort machen, losfliegen. Aber dann, nur dann, wenn der Zombie schon mit drin ist und in dem Moment gerade isst. Ja, Stichwort Essen, es ist ja da so eine Sache, der Film hat ja da null Gore. Also es gibt ja da wirklich nichts zum Singen. Also ich wüsste jetzt nicht einmal, ob es wirklich einen Kopfschuss gegeben hat oder ein, zweimal, ich hatte schon gewinnen wahrscheinlich. Aber es war wirklich so eine blutleere Geschichte, dass es ganz aus war. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man schon Resident Evil 2 mit reinnimmt in den Kanon von dem Film, dann, und das war ja eins von den blutigsten Dinger überhaupt, dann lass ich doch einmal so einen Zombie vor der Mitte auseinanderschießen und den rumkraxeln dann, oder? Und so, also ich weiß schon, ja. Hätte sich der Hansi mal Babyblatt anschauen müssen, dann wäre er ein bisschen inspiriert gewesen. Zum Beispiel. Ja, da war alle Fälle noch coole kleine Hommagen an die Spiele, was man noch gesehen hat. Die Jill Valentine fragt einmal einen von ihren Kollegen da, das ist eben dieser Icon, glaube ich, was schlimmer war, der Tod durch eine Riesenschlange oder durch einen weißen Hai gefressen zu werden. Und das ist eine Hommage an den ersten Teil, weil je nach Entscheidung, die du da in dem Spiel triffst, stirbt der Charakter entweder durch einen weißen Hai oder durch eine Riesenschlange. Wow. Das kannst du nur wissen, Mike. Ja, das ist lang her. Der Korb ist zu jung dafür. Ich weiß nur, dass mit der riesigen Schlange weiß ich. Das weiß ich noch, aber mit einem Hai, das wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Mhm. Warum weißt du nichts? Nein, und ich weiß auch noch beim zweiten Teil mit einem riesigen Krokodil, das weiß ich auch noch. Ah, das Krokodil weiß ich auch noch, Mistsau war das. Und was noch ein cooles kleines Easter Egg war, wenn der Claire zum Chris heimkommt, ist doch auf der anderen Seite drüben sind noch die Assis in dem Haus drinnen. Ja. Und die schmiert doch da mal so dieses Itchy und Tasty ans Fenster rein. Ja. Und das ist auch Hommage an ein Tagebuch, das man findet im Spiel, weil da wird dann auch von einem Infizierten ist es noch geschrieben worden und der schreibt ihm dann, dass halt am ganzen Körper juckt und dass Menschenfleisch ziemlich tasty ist und so. Und die letzten Wörter, die er dann einschreibt in seinem Tagebuch, sind itchy und tasty gewesen. Ah, okay. Cool. Ja, wie wir schon gesagt haben, sie hätten ja Fanservice ohne Ende, aber wenn sie vielleicht auf eine Location erst einmal konzentriert hätten, dann war es gescheiter worden. Oder auf Cast. Haben sie finden super. Leon ist die beste Wahl ever. Na, du spinnst. Das ist echt, also ich möchte keinen anderen. Jetzt schau ich gerade, der Film hat im Endeffekt $25 Millionen Budget gehabt. Das ist ja im Endeffekt voll low budget, oder? Für so eine Hollywood-Produktion ist es eigentlich low budget. Ja, da sind 20 schon oder? für den Leon-Darsteller draufgegangen. Mindestens. Über Claire haben wir noch gar nicht geredet. Wisst ihr, wer das ist? Und Chris, seine Schwester? Ja, schon. Aber die Schauspielerin. Ja, die Kaya Scodelario. Über die haben wir schon mal geredet. Genau, in Crawl. Spät's Da mit. war es Ja? ziemlich cool. Voll. Cool. Aber gut, sie ist ja jetzt cool. Finde ich auch. Die brutale Schwimmerin. Genau. Und also den Schauspieler von William Birkin, den kann ich mir einfach nicht anschauen, ohne jedes Mal an Desperate Housewives zum Denken. Oh ja, stimmt. Das Ding ist auch, der hat das in Desperate Housewives so gut gemacht, dass ich den jetzt in keinem anderen Film mehr ernst nehmen kann. Und das liegt an diesen weißen Haaren und seinem durchdringenden Blick. Das ist der Furchtbar. Wahnsinn. Der schaut in die Seele. Unfassbar. Der ist wie das Meerschweinl von Bedtime Stories. Genauso hätte ich es aber verglichen. 1:1, ich garantiere es dir. Voll. Clubski. Glubschi, genau, Glubschi hat's geheißen. Das hat mir in die Seele gestarrt. Was war denn eigentlich das für ein geiler Scheiß? Also, am Schluss ist ja dann noch cool, die Raketenwerfer-Szene ist ja noch ganz cool, weil das ist ja auch so typisch Resident Evil, da werden ja mal die letzten Bosse immer mit dem Raketenwerfer nochmal wegbombt. Ja. Und dann dann schießt er, der Leon, und dann ist Claire auf der Seite, meine, und der Chris ist auf der Seite, und dann explodiert das, dann macht auf einmal der Chris einen Sprung vor die Explosion, und macht dann so einen sauren Flippy, und am Ende steht er wieder so links an der Seite, wo er davor auch gestanden ist. Das schaut so bescheuert aus. Oh, das... Ist es nur jemand aufgefallen, wie komisch
komisch, das hat voll komisch gewirkt. Also da bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Aber ich denke, was war das jetzt gerade? Das weiß ich nicht mehr. Die CGI-Explosion hat sich so in meine Netzhaut brennt wahrscheinlich, dass ich da kurzzeitig nichts mehr gesehen habe. Ja, das war echt grausam. Genau, erstens, man hat es an sich schon mal grausam ausgeschaut und dann auf einmal ist davor noch irgend so ein Schatten vom Typen, der einen Salto macht und dann steht er aber wieder an der Seite und ich denke mir, na, ich verstehe nicht. Ja, werden schon wissen, was dann. Schmerzt ja nicht ein, gell? Nein, null. Hilft dir nicht. Nein. Ich bin schon ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber nur ein bisschen. Warum ist er denn so traurig? Ja, weiß ich nicht. Die hätten jetzt doch nochmal die Chance gehabt, dass Resident Evil richtig geil neu auflegen und dann machen sie sowas. Es war zumindest in die richtigere Richtung gegangen als die letzten Teile vom Anderson, seine, oder wie du gesagt hast, yes. vom Anderson. Wenn ich Ja, da an Teil natürlich, 6 denke, das war eine Schnittkatastrophe. Die sind spätestens ab dem zweiten Teil ja immer bescheuerter geworden. Nein, der dritte war super. Nein, da werden sie erst gut, ab dem Dreier werden sie erst gut, Corby. Was ist mit dir kaputt? Der dritte ist der Beste. Der dritte gefällt mir echt am besten. Ja, das ist ja der Beste. So richtig geiler Western mit Zombie-Setting und alles, voll geil. Und dann mit dem 4. und 5. habe ich auch noch was anfangen können, so halt einfach, da war es 3D im Kino cool, aber dann der letzte, ich habe mir gedacht, was mehr denn, wenn das Einzige, mit dem er meine Augen besser penetrieren hat, war ein Messer. Also mit seinem Schnittkassel, was er da drin hat. Das war furchtbar. Die schluckt mit dem Fuß zu und ich sag nicht mehr, wie es mit dem Fuß trifft, sondern haut schon mit der Faust zu. Oh, ich überlege mir, wie schnell kann man den eigentlich schneiden? Mila Jokovic ist immer geil. Völlig egal, den wievielten Resident Evil Teil die macht. Du hast ja Jovovic und nicht Jokovic. Ja, doch, ich hab's unter Jokovic. Bei mir heißt der Jokovic. Sollte man da wirklich mit dem Korbi weiter drüber reden, wenn er nicht mehr das auf drei bringt? Ist ja grausam. Hauptsache er fällt da die ganze Zeit ins Wort mit irgendeinem Scheißtrick dann. Ihr seid selber schuld. Ich hab's gesagt, ihr sollt mitmachen. Stop it, please, Ich hab stop die it. immer gern dabei, das ist immer lustig. Okay, machen wir es mal anders. Angenommen, dieser Film wäre keine Realverfilmung, sondern ein Animationsfilm. Also wirklich genau das gleiche, nur als Animation. Und da hätten sie die nicht so schlecht rumgekommen. genau, richtig, da hätten sie die Effekte nicht gut gemacht. Wäre dann besser. Die Frage ist fast so wie damals bei Mulan, war er besser, wenn er am Schluss nicht von Disney gewesen wäre. Deswegen ist die Erzählung und alles ja auch nicht anders. Deswegen ist der gleich Scheißdreck, gerade mit einer anderen Optik. Was heißt Scheißdreck? Ich finde ja nicht so schlimm, das muss ich auch wieder dazu sagen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht hätten es dann ja tatsächlich ja einfach die Original-Charakterfiguren vom Leon und von der Jill hergenommen. Ich weiß nicht. Hätte Fahrradkette. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin da jetzt emotional bei dem Film wirklich nicht so involviert wie manche andere, die wo sich da persönlich beleidigt fühlen wegen ein paar Charaktere, die wo ja da nicht passen oder ein paar hin und her. Gegen einen Floh raus, oder? Ich bin da bei dem Film einfach ein bisschen emotionslos. Also ich habe mir jetzt da wirklich auf nichts eingestellt und habe nichts gekriegt. Das Einzige, was ich gekriegt habe, war Stunde 45 Unterhaltung, die mir null Veto hat. Ganz einfach. Das ist fast mein Schlussplädoyer, weil der Film hat mir nicht weh er hat abgeliefert. Er hat ausgeschaut wie ein 90er-Film und es gibt ja gute 90er-Filme und warum auch nicht. Ich habe schon Besseres gesehen, der Film wird niemals unter irgendeiner Top-Liste bei mir kommen, aber ich werde mir den ja nochmal anschauen und ja, er tut nicht weh. Und er ist sehr kurzweilig. Ist das jetzt schon dein Fazit? Ja, irgendwie schon. Das ist noch kein Top und kein Flop nicht verzeiht. Ja, aber das Fazit, also mein Ding, sollen wir gleich machen mit Tops und Flops. Sollen wir es gleich machen? Ja, mach gleich weiter. Tu es. Ja, also was mir jetzt halt nicht gefallen hat, das ist das CGI. Da haben wir halt wirklich dabei, dass man sagt, okay, das geht in der heutigen Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht. Wenn man dann wieder das Budget anschaut, sage ich okay, aber wenn ich dann so wenig Budget habe, dass ich sage, ich bringe die Effekte nicht hin, dann lasse ich es gleich und mach, nix. Und spar weiter und mach dann etwas Größeres. Und was mir sehr gut gefallen hat, dass wir jetzt endlich in der Resident Evil Filmereihe endlich einmal zumindest einen Hauch von Survival Horror drin haben. Nicht nur Neon rumgehopse an Seile und nicht nur irgendwelche Charaktere, die wo einen Namen haben, aber eigentlich ganz andere, ganz andere Charakterzeichnungen haben als wir in die Spiele und hin und her, wie man es jetzt beim Paul Anderson seine Werke gehabt hat. Endlich wieder mal, endlich gehen wir in die Richtung Survival Horror und ich hoffe, dass da nochmal was kommt, dass das Ganze ein wenig ausweitet. Eben vielleicht auch gern perfektioniert von mir aus, aber es geht einmal in die Richtung Survival Horror und weg von der überkantitelten Blockbuster CGI Action. Aber der erste vom Anderson war doch auch noch so ein bisschen Survival Horror-mäßig, Ja, oder? ja. Und der zweite auch, oder?
Ja, eher nicht. Also Eigentlich ich weiß Vollgas. jetzt auch nicht. Das war doch auch... Also zwar nie so auf Anschlag, aber schon noch eher so, ich hätte ihn eigentlich auf eine Stufe mit dem Welcome to Raccoon City jetzt gesetzt, die ersten zwei vom Anderson. ich weiß nicht. Müssen wir noch mal anschauen, das macht's mir noch Da mal. ist, für mich haben die zwei Filme so wegen Horror, dass ganz, also die Paul Anderson-Filme ist so wegen Horror, dass eigentlich ganz alles ist. Für mich das Actionfilme. Ja, es sind ja Actionfilme. Ja, aber deswegen haben sie ja keinen Horror. Kein Survival-Horror. Genau. Das kapiert der Corby wieder nicht, das erklären wir da danach. Ach, Ruhe. Ah, ja. Weiter. Corby, du atmest, dann mach weiter. Ich atme. Okay. Top ist Claire Redfield getroffen worden und ihr Bruder. Da muss ich echt sagen, das kommt dem Charakter sehr zugute. Also gerade bei der Claire. Und das hat mir gefallen. Hätten sie es halt hauptsächlich auf sie beschränkt und so mehr Claire-Flair, dann hätte mir wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen. Ja, und was mir halt nicht gefällt, ich habe es jetzt schon diverse Male gesagt, deswegen sage ich jetzt was anderes. Die Anfangsdialoge, die, also jetzt nicht da, wo die Kids unterwegs sind, sondern dann mit dem Truckfahrer, der irgendwie dann sagt, wo willst du gleich nochmal hin? Ach ja, Raccoon City. Und dann denken wir, ach komm, bitte. Das ist gerade so ein gezwungener Dialog, einfach nur mit sich selbst, wo der nicht einmal die Claire irgendwie antwortet. Das hat so richtig weh, so. Das was bis uns geht, wenn du redest beim Podcast. Und auf dem Niveau habe ich den Film dann weiter angeschaut und also ich sehe es ein bisschen anders wie der Mike. Für mich war der Film unnötig und ich darf mir wünschen, die stampfen den einen machen nur mehr neuer und zwar dann diesmal aber gescheit. Und dann hat er dir auch nicht gefallen, weil du keinen Horror nicht magst. Doch, ich mag Horror. Ich hab den Resident Evil 2, also das Spiel, geliebt wegen diesen ganzen Horrorsequenzen, Okay. weil mir das richtig geil gefallen hat. Und das habe ich da nicht gehabt. Okay. Und dann denke ich mir, okay, wenn es wieder den Horror hinbringen, nur die Charaktere, dann ist das nicht mein Film. Okay. Gut. Conny, Gut. was geht ab? Nix. Gut, das war's dann. Sag ich merci, dass ihr zugehört habt. Oder ist da noch was eingefallen? Ah, warte, okay. Okay. Also mein Top an dem Film, Das ist der Dialog in dem Truck. Ich tue mir bei dem Film echt schwer, dass ich irgendwie einen Top rausfinde, weil das alles irgendwie so ein wenig belanglos war, dass mich halt zwar unterhalten hat, aber nie so, dass ich sage, das war jetzt voll geil. Aber wenn, dann sage ich, der Fanservice an sich, weil es halt wirklich viel so Kleinigkeiten mit eingebaut haben, die wir eben schon aufgezählt haben, mit dem Itchy Tasty, die Schlüssel, das Design vom Eingangsbereich vom Herrenhaus und vom Revier. Das finde ich ziemlich geil. Du hast gesehen, dass da Leute sitzen daten, die drauf Bock hätten, dass sie das richtig machen. Und mein Flop ist eine gewisse Szene, die ist auch wieder im Herrenhaus, wenn der Chris da umeinander kämpft und dann sein Kollege wieder aufwacht und dann steht er so auf und dann tut er mit dem Feuerzeug, dann sagt dann geht's Feuerzeug aus, dann tut das Feuerzeug, macht das wieder an, dann ist er schon ein wenig natter bei ihm, dann geht's Feuerzeug aus, dann macht das Feuerzeug wieder an, dann ist er wieder natter bei ihm und ich denke mir, was soll denn diese Scheiße, wer tat denn sowas, kein Mensch tut das. Und dann macht das Feuerzeug wieder, dann ist er weg und auf einmal ist er hinter ihm, wo man denkt, warum sollte der Zombie-Sepp auf einmal rum dumm laufen? Also das ist wirklich die gezwungenste, in Anführungszeichen, Spannungsszene, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ist echt grausam gewesen, da habe ich auch einen Krebs gehabt. Schuhe, furchtbar. Aber das steht sinnbildlich wieder für viel Szenen in dem Film, die so auf Anschlag blöd waren. Aber trotzdem hat er mich letztendlich irgendwie bei der Stange halten können. Na. Ja, er hat nicht so viel Hass verdient. Nein, das hat er echt nicht. Corby, Ja, bevor du jetzt da noch irgendwas anderes sagst, was Negatives, dann sagst du lieber was Positives, was die Leute tun sollen. was ist mit dem Triple Threat? Oh, verdammt nochmal. Nein, gut, Ja, nein, den können wir eigentlich weglassen, weil der hat gar nichts. Ja, ist doch gelungen. Ist doch gelungen. Was? Tote Tiere. Ja, Der wischt uns, super. der wischt uns da noch. Ach, okay. Ja. Ein großartiger Film, man sieht, wie Tiere gequält werden und sterben. Ein richtig toller Film. Also bitte schaut euch den mit euren Familien an, mit euren Kindern. Sagt, hey, heute machen wir mal nix, heute schauen wir uns einen Film an. Und dann kommt Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ah, du hast da wirklich, gell?
Ich hasse den Film, ja. Du hast ihm 2,5 von 5 gegeben auf Letterboxd. Du kannst ihn gar nicht so hassen. Du findest ihn mittelmäßig. Für mich gehört bei Letterboxd neben dem Herz nur ein zusätzliches Icon Scheiße-Symbol. Genau, ein Scheiße-Symbol. Wo er dann sagt, ja, okay, einen halben Stern, den hat er nicht verdient. Weil er gerade die Kaya Scodelario dabei war. Aber ich hasse ihn trotzdem. Weil ich das scheiße finde, dass man diesen Reboot versucht und dann das allein an die Charaktere schon verkackt. Ich möchte halt wissen, wer den Cast bestimmt hat. Das möchte ich echt wissen. Okay. Ich habe mir jetzt sogar nur einen halben Stern mehr gegeben, aber ich habe um einiges positiver geredet wie du. Ja, schau. Also, was unsere Hörer machen dürfen. Unsere Hörer dürfen Haben wir sich jetzt eigentlich selber... den Triple Threat schon mal richtig durchgehauen, Leute. Also, seid ihr jetzt nicht gar so dumm. Fresse. Seid ihr jetzt nicht gar so dumm. Okay, So, kommen Titten Titten. vor? Nein. Trompeten. Auch Nein. nicht. Tote Tiere. Ja. Ja. Na, endlich. Mein Gott, na, schwere Geburt. Also, dann nur mehr an unsere Hörer. Ihr dürft euch selber ein Bild von diesem großartigen Film machen und bitte bestätigt dann einfach irgendeine Meinung von uns. Es war ja alles dabei, also von Hass bis Liebe bis Trash, Fun. Der Film bietet also im Grunde alles. Also wenn sie auf einer Party sitzt und irgendwie Smalltalk-Material sucht, redet über Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Das ist doch super. Genau. Und dann, ansonsten, wenn euch das nicht ausreicht, dann hört euch unseren Podcast an. Wir haben ja jetzt mittlerweile 100 oder über 120 Folgen, also da muss ja irgendwas dabei sein, was ihr dann nutzen könnt. Also spätestens bei der 6 während Homeoffice, da wird schon mal ins Gespräch kommen mit irgendjemandem. Und selbst wenn es der Chef ist. Ansonsten, ja, liked es, kommentiert es, sagt uns, was ihr von uns heute und von Welcome to Raccoon City und Kani, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube, diesmal hast du mal. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie abgeschalten bei dir heute. Heute hast du es wieder mal geschafft, Corby. Geil. Was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, dass der Kani der Beste der Welt ist und der das nächste Mal einen Leon S. Kennedy spielt. Ah, da muss ich ein paar Pfund abnehmen. Und ich muss gute Roundhouse-Kicks trainieren. Ja, und du brauchst die Nick Carter Gedächtnisfrisur. Aber dafür habe ich zwingen Haar mittlerweile. Stimmt. Dann beschwert sich gleich wieder, weil der Leon Kennedy eine Mützen auf hat. Das heißt auch wieder. Ja, genau. Die Filme Und weil auch er keine Mützen auf. Und weil er ein kleiner Fettsack ist. Mann. Lockdown geschädigt. Ja, richtig Lockdown geschädigt. Bei mir ist schon seit 34 Jahren Lockdown anscheinend. Ah Gott, oh Gott. Jetzt hört's auf, weil es wird nicht mehr besser heute. Das wird ja nicht mehr besser. Jetzt hört's Gleich haben auf. sie sowieso schon ausgeschaltet. Jetzt können wir weiterschneiden. Ich glaube, weil die denken sich, was ist denn heute los mit denen? Mit denen? Mit dir? Mit mir? Ja, Ich bin der freilich. einzige Vernünftige in dem Podcast. Voll nett, Ah, Mike, schnell moderier ab, weil sonst verlieren wir 180.000 Also, Abonnenten. falls jetzt wirklich noch jemand zuhört, dann danke demjenigen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Und servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Der Welt. Nicht von Raccoon City? Ah, glaube du mit meinem Porto-Fotz, Ich du hab's Quamperl. gewusst, dass er kommt. Freilich. Das wenn's mir nur mal klaust, dann hau ich der Messer in den Rücken. Halt auf Garantiert. dein Maul. Ich hab's genau gewusst, was er sagt. Also, merci fürs Zuhören. Tschüss. Servus. Adieu.